Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da kommt man mal aus Versehen dreimal mit dem Purzelbaum. Ja, ein Holzbalken, was passiert? Der Kronleuchter stürzt herunter. Das kann doch mal passieren, mein Gott. Schreib doch nicht so, Mann. Du glaubst noch, oder? Was glauben? Ich sag dir wohl noch nicht dein Dämon, Mann. Ah, die Geschichte. Nach Pocahontas? Ah ne, Kambodscha. Wenn du nicht erwähnen sollen, dabei wollte ich dich warnen. Ja, los jetzt schon, wenn Vater einen neuen Stammpauke hält, ja? Das ist im Vater? Ist doch gar nicht ähnlich. Bis auf die Frisur. Naja. Was sagst du dazu? Jetzt reißt das den Bogen eindeutig überspannt. Ja, ich gehe ja schon. Nee, eigentlich sollte ich, also er will, dass der Besitzer, der Vater, will, dass ich eine Kürbissuppe ausliefere. Ein Schwertmeister im Wolkenhort, das würde ich auch machen, aber wir haben ja zuvor mal gesehen, dass es hier 2 Truhen geben soll. Und zwar, hä? Da war ich doch schon hier. Also irgendwie ein unteres Stockwerk. Nee, oder? Warte mal für diese Scheißtruhe da oben. Ah, das könnte natürlich sein. Moment mal kurz. Ich glaube, ich erinnere mich wieder. Diese Truhe, die hier oben war. Nö, ich habe mich wie so üblich im Leben geirrt. Was mein Gott, sind die scheiß Truhe? Ja, eine ist klar, die habe ich ja schon hä? Ja, runter Link. Die haben wir schon gelootet, die eine Truhe. Doch, oder? Hier gibt es doch irgendwie... Die Truhen sehen irgendwie sehr comichaft aus, weiß gar nicht warum, aber irgendwie hat's was. So, hä, aber hier ist ja auch keine Truhe. Ja, komplett falsch. Warte mal. Nein, mal hier ist auch nichts. Hm. Ich bin ja nicht so blind. Du sollst besser nicht in andere Leute Schränke stöbern. Das hat was. Hä, wo ist diese scheiß Truhe? Ich glaub, jetzt bin ich glaub, komplett gaga. Das kann doch nicht sein. Oh nein. Ah, da oben ist sie. Oh, meine Güte. Das vorhin nicht gesehen oder was? Ich hab's nicht gesehen, ist aber gut versteckt, muss ich zugeben. So, hier ist die Truhe. Nein! Ah, ich hat's vergessen, Freunde. Ich hat's vergessen, dass es auch diese goldenen Rubine hier oben gibt. Oh, alles umsonst. Das tut weh. Das tut sogar sehr weh. Ich habe natürlich letzte Folge nicht gespeichert, sondern ich jetzt ganz kurz tatsächlich resettet. Warte mal, ich hab zwar eigentlich, warte mal, ich habe doch einen automatischen... Moment. Aber das hat der jetzt natürlich schon überschrieben, war. Schade. Kann ich irgendwie hier zurück ins Hauptmenü oder so?
Speichert der automatisch, wenn ich die Tür öffne? Ja, okay. Gut, hat er erledigt. Ich wollte gerade den Quicksave nochmal an... Ah, ich Idiot. Natürlich in dem Moment, wo ich halt das Teil jetzt wirklich aktiviert habe, da hätte ich eigentlich genau hier, also sprich, wo ich die Truhe geöffnet habe, eigentlich von hier aus sagen können, hey, come on, halt nicht speichern, oder? Oder speichern und beenden, also beenden ohne speichern und dann mit dem Quicksave, aber eben. Weil das Spiel ja automatisch speichert, dann wäre es eine Option gewesen, aber so. Habe es mir selber vergeigt. Okay, merken wir uns. Truhen generell erst dann aufmachen, wenn ich halt eine leere Geldbörse habe oder zumindest so einen Golden Rubin aufnehmen kann. Ja, was ich auch schön finde in diesem Spiel, das fand ich damals aber schon zum Teil ein bisschen nervig, dass halt das Spiel einem nicht anzeigt, wann die 5 Minuten rum sind. Ich weiß gar nicht mehr, ob das bei Ocarina of Time war, da gab es ja auch so eine Quest, wo man etwas in einer bestimmten Zeit ausliefern musste. Da wird aber einem irgendwo mal die Zeit noch angezeigt. Der hat es irgendwie so am Schirm. Doch, das war so, weil du konntest ja mit dem einen Lied quasi auch abkürzen und das hat dann das Spiel nicht so sehr gern gehabt. Hast du irgendwie gemeint, oh, du willst ja teleportieren, du willst abkürzen? Nee, Freundchen, das machen wir nicht. So, weiß gar nicht mehr, wie der Angriff ging. Ah, doch, auf X, okay. Der Wolkenvogel kann nur 3-mal angreifen, nachher ist er erschöpft. Der Brunner kann 5 oder 6 Mal. Aber ist auch ein Pferd, wa? Hat auch Pferdestärke. Ein Vogel hat nur Vogelstärke. Man, er hat nur Vogelstärke. Er hat nur VS, er hat keine PS. So, ja, wir sind dann gleich da, Freunde. Aber gerne irgendwie relativ zentral der Stadt gesehen landen. Oben ist Ramaland, aber der Quelle. Also an der Zeit. Wenn es möglich kurzen Weg nachher zum Schwertmeister habe. Zum Beispiel hier können wir landen. So, komme ich jetzt runter. Ja, warum nicht? Geht doch. So. Der Schwertmeister hätte gerne eine heiße Kürbissuppe. Kriegt er. Hey, Michael, hast du gleich mit dem Schwert trainiert? Da ist meine geliebte Kürbissuppe. Aber hurtig. Klar. Aber bitte trink nicht aus der Flasche. Nein, das ist nur meine Flasche. Oh, also zuerst mal einen Teller leeren können. Jetzt wascht sie gefälligst auch. Mach ich. Ich weiß gar nicht mehr, ob der Typ mehrere solcher Quests für uns hat, nur eine. Ich glaube, ich weiß echt nicht mehr, muss ganz ehrlich zugeben. Vielleicht sollte man noch bei Gepora, Capoeira, wie auch immer, beim Direktor vorbeigucken und sagen, wie es seiner Tochter geht. Nudet das und dann ein Bett aus. Wenn ich mir das bloß leisten könnte. So. Ja, genau. Ja, da kommen Erinnerungen an gewisse Quests wieder hoch. Ich habe zum Teil nicht mehr genau weiß, wie man sie aktivieren musste, aber egal. Ich gehe erstmal zum Monsieur Direktor. War das schon wieder? Das Badezimmer. Wer ist er wohl kaum? Ja, wir sind eine heiße Quelle. Das Wasser läuft endlos, es fließt auch nicht ab und so, es gibt keine Überschwemmung. Ja, das ist die Magie des Wolkenhorts. So, warte mal, wo zum Henker war jetzt schon wieder das Zimmer des Direktors? Das war doch hier oben. Zeldas Zimmer? Tytos Zimmer? Meister Otus Zimmer? Zimmer um Zimmer. Zimmer von Michael. Bardos Reich. Bardos Reich am Arsch.
Rax und Struß. Gruß. Hä? Moment. Ja, eben, ich wollte gerade sagen. Ja, da Ding, eine große Tür, die muss nach draußen gehen. Nee, Quatsch. Das war was anderes. So. Das Ältere rausgefunden. Ich darf keine Unruhe stiften. Ich weiß nicht, diese Aufgabe würdig für uns alle. Okay. Das vielleicht kann man irgendwie noch mit dem Quatschen und so. Aber nee, ist nicht nach Haus. Gut. Dann, Freunde, wird es Zeit für uns mal mit Terry zu quatschen. Und zu gucken, was so für uns schon mal im Verkauf hat. Unter anderem ja, und das wissen wir, hat er ja, oder soll er ja, die Dingsbums haben. Den Catcher. Den Käfersammler. Das Fangnetz. Wie auch immer man das irgendwie bezeichnen möchte. Beetle, Fliegenzig! So. Dann lässt Terry das Seil hinab. Du. Jupp. Zieh mich hoch, Terry! Ja, Mann, du bist ein geiler Terry. So, das kann ich eigentlich hier oben noch machen. Die Aussicht bewundern. Jo, Terry, was geht ab? Oh, es ist selten, dass ihr einen anstrengenden Weg hierher findet. Dies ist mein Laden. Hier gibt es alles, was ihr Herz begehrt. Sehen Sie sich nur in Ruhe um. Ich bin Terry, der Meistersprinter. Eine Sache noch. Es wäre nett, wenn Sie nicht nur gucken, sondern auch etwas kaufen würden, ja? Okay. Dann mal gucken. Oh, mit dieser Zusatztasche können Sie ein Item mehr bei sich tragen. Damit werden Ihre Reisen um ein Vielfaches angenehmer. Was sagen Sie dazu? Sie kosten 300 Rubine. Nö, danke. Wieso bist du eigentlich so heiser? Ja, wie würdest du dich fühlen, wenn du den ganzen Tag hier oben stampeln müsstest? Okay, was haben wir da Schönes? Ah, und das ist die Lebenskraftmedaille. Sie entfaltet ihre Wirkung schon, wenn Sie sie bloß bei sich tragen. Und wie der Name schon sagt. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was sie genau macht. Probieren Sie es einfach mal selbst aus. Für 800 Rubine. Pff. Oh. Was haben wir hier? Das ist eine überaus praktische Zusatzgeldbörse. Damit können Sie 300 Rubine mehr tragen. Das ist nicht großartig, das wollen Sie doch bestimmt, oder? 100 Rubine. Moment mal ganz kurz, Terry. So, warte mal. Erstmal den hier angucken. Das ist also für das Schmetterlingsnetz. Damit können Sie direkt empfangen. Doch, den Preis ist ja geil. Das Schmetterlingsnetz erhalten. Dankeschön. So, endlich mal. Ja, thank you. Den Kauf werden Sie nicht bereuen. Oh Mann, das ist überaus praktisch Zusatzgeldbörse. Na, 100 Rubine. Na, wie sieht's aus? Hey. Willst du? Denkst du? Was weiter? 300 Rubine. Ja, Mann. Ching, plus 300. Diesen Kauf werden Sie nicht bereuen. Doch, jetzt schon, weil ich weniger Kohle habe. Das war sogar so, die Geldbörsen selbst kann man zwar upgraden, da war was, aber man kann auch Zusatzdinger kaufen. Ich frage mich, ob ich das nochmal machen muss, weil der kann jetzt bis 600 bereits tragen. Was ist das eigentlich für ein Teil? Ja, 1000, das ist ja wohl. Oh, ja, es ist immer toll. Oh, bitte warten Sie einen Moment. Ja, was ist jetzt los? Das ist ganz schön schwer. Wenn ihr muss in die Pedale treten, jetzt wollen Sie gehen und jetzt kaufen. Tja, dann soll Sie wegkommen. Du bist doch ein Arsch. Ich hab doch was gekauft, Mann. Oh, diese Schmerzen. Oh, meine Kniescheibe. Terry, das blühst du mir. Idiot. Gratulation zum Sieg bei der Funkration, Molly. Warum hast du dein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter? Du hast ja gewonnen.
Ja, würdest du nicht verstehen, Kumpel, wir haben hier noch einige Probleme. Kleine Geldbörse. Ne, genau, deswegen ist ja eine kleine. Das Ganze kann man nachher upgraden. Erstmal gucken, ja, ein paar Dinge und so haben wir. Okay. Also dann. Gucken wir mal, wa? Basa, wir brauchen erst einmal. Können wir mal gucken, was er schon. Kann irgendwie schon etwas upgraden von uns? Viel reparieren? Nee. So, was könntest du zum Beispiel damit machen? Groß. Wüstengras, Äonenblume, Schattenkristall. Da kriegen wir erst sehr viel später, Freunde. Bärenhalbmond, da hätten wir genug. Finsterhalbmond, ich glaube, die kriege ich sogar nur in der Nacht. Glibber. Ich habe jetzt aber keinen. Ich habe doch. Ich muss mindestens einen Glibber haben. Ich habe damals mit dem Käfer eingesammelt. Okay. Ne, Tor ist noch nicht offen. Was willst du denn jetzt? Nein, dann mein Sortiment. Eine Dekotasche erwerben. Hey. Keine Dekotasche? Ja, ist recht teuer für 10 bloß. Was macht der? Wir haben das Holz. Der damit. Vielen Dank weiter her. Hinweg, Stadt. Ja, das ist mir soweit klar. Ein Eisenschild, sehr gut. Vielleicht sind bereits neue Tränke, braucht momentan gar kein Trank mehr zu sein. Ich will nochmal gerne ganz kurz gucken, wie es bei ihm aussieht. Reparieren muss er nicht, aber vielleicht ein Schild verbessern wäre eine Option. Das geht ja theoretisch auch. Monster glaube ich auch eine mehr und Eldin-Erz. Okay, das heißt, es geht erst, nachdem wir ein Eldin waren. Der Eisenschild, Abwehrkraft ist erhöht. Ja, jedes Item kann man ja dreimal, beziehungsweise jedes Item hat ja 3 Stufen, ich sag's mal so. Das heißt, man kann jedes Item zweimal upgraden, weil es ja natürlich schon der Grundstufe ist. Okay. Soweit dazu. Wir haben jetzt auch das Käfer-Dingsbum, sehr gut. Können wir theoretisch schon mal irgendwie vielleicht hier oder da mal benutzen. Animalsfalte gefunden! Hat alle noch gar nicht? Okay, interessant. So. Das geht ja später. Die Truhe ist noch nicht offen. Jetzt sagen die man doch auch Käfer. So. Willing zuckt. So. Wesentlich besser. Ja, so kann man natürlich auch ein paar Rubine sammeln, aber ja, natürlich das mit der. Das ist natürlich schon nerviger, als ich jetzt zuerst halt bei der Kürbisinsel war. Wäre ich doch besser zuerst hier zurück zum Vulkanort. Aber okay. Ja, könnt ihr jetzt hier auf der Insel noch ein bisschen umsehen, Freunde. Ich könnte auch dies und das vielleicht schon mal ein bisschen antriggern, wie zum Beispiel das, wo der Typ da erwähnt hat mit dem Dämon. Was aber irgendwie sowieso nur nachts klappen würde. Oder ich warte noch ein bisschen. Stadt der Göttin. Okay, hat Höhenangst. Wir gehen mal ganz kurz hoch. Ich hätte gesagt, ich würde es nach Eldin mal versuchen, mal hier ein bisschen mehr zu machen. Vielleicht sogar noch später. Ja, hier war noch eine spezielle Quest. Der Weg gewiesen werden, genau. Aber die 100 Götten spielen können wir noch nicht. Dafür fehlt logischerweise noch ein Item. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt aber trotzdem nochmal zur Insel mit dem Kürbis. War jetzt schon wieder? Ne, bin falsch. Da hinten ist sie. Ich weiß, ihr könnt natürlich auf die Karte gucken.
Aber ein bisschen könnte man sich auch so orientieren. Sturzflug, mein roter Vogel. Mein roter Rivali. Also nicht Rivale, sondern Rivali, hä? Aus Breath of the Wild. Apropos Breath of the Wild, wir freuen uns schon extrem auf den Nachfolger. Also wer insgeheim oder zum Teil irgendwie auch Breath of the Wild 2 heißt. Weil es soll ja auch dort gewisse Anspielungen wiederum hier auf Skyward Sword geben. Und da gibt es auch gewisse Theorien irgendwie, dass man sogar wieder den Skyward Sword Link zum Teil spielen kann und eine gewisse Erinnerungen von ihm sieht. Weil es um den Ursprung von Ganon bzw. von Ganondorf geht. Und somit halt dem Todbringer. Naja, mal gucken, nicht wahr? Wenn es denn soweit ist, wird noch ein bisschen dauern. So. Wo ist denn Kambodscha? Wo ist die Kambodscha-Kugel? Okay, schuldenfrei bin ich noch nicht. Ich glaube sogar, es war so, dass wenn ich eigentlich die Schulden abbezahlt hätte oder getilgt hätte, sage ich trotzdem sowas wie irgendwie, hey, du hast mir super geholfen, komm, ich gebe den Herzteil. Ja, Kambodscha ist da drüben. Muss ich mit ihr quatschen, mit den Kürbissen was machen? Da war ja auch noch irgendwas. Auch hier war ein bestimmtes Item für einige Quests, zumindest für eine. Vielleicht auch für mehrere. Nö. Ja. Aber beide mit Quests, warum eigentlich nicht? Was mir bei Skyward Sword ja fehlt, ist so ein Questlog. Ich weiß, gibt es generell nicht, aber nett wäre es trotzdem. So eine Übersicht. Wobei doch, Breath of the Wild hatte doch sowas, oder? Eine Quest-Übersicht. Das ist der Ritter für unseren kaputten Kronleuchter wieder gut machen leisten möchte. Also verstehen. Ja, soll ich das machen oder was? Okay, vielleicht später. So, hier unten war doch irgendwie noch ein Käfer, oder? Ah, weil ich ihn einmal runtergestoßen habe, ist es für immer weg. So ist das also. Naja, gut. Ich würde sagen, Freunde. Wir gehen nochmal zurück zum Wolkenhort. Einfach, ob das hier mit dem Boost auch umgekehrt funktioniert. Ich glaube, es war nicht so, oder? Doch, warte mal. Doch, es ging. Und schnell zur Statue der Göttin. War hier oben noch irgendetwas? Ein anderes Mal. Statue der Göttin. Ich frage mich auch, warum sie das jetzt hier nicht überarbeitet haben auf der Switch-Version. Dass man hier das Spiel halt hier neu lädt, in Wolkenhort, wenn man vom Himmel herabsteigt, weil, sagen wir ehrlich, bei der Wii die Kapazität, okay, verständlich, aber die Switch hat locker genug dafür. Naja, egal. So, man muss einfach nur die Dinger einsetzen, oder? Gebieter, ich stelle fest, dass sich in nordöstlicher Richtung ein Loch in den Wolken aufgetan hat. Es führt dich an einen neuen Ort. Ich empfehle dir, es Nord aufzusuchen, sobald du dich auf die Reise vorbereitet hast. Danke, Fei. Jo, ich würde sagen, Freunde, wir sind eigentlich soweit vorbereitet.
Ich meine, rein von den Items her und so, ja, natürlich, es könnte hier noch ein bisschen mehr drin sein, hä? Wobei, wieder 80 Rubine. Das will auch generell wieder ein bisschen füllen und nachher wieder neue Items kaufen können. Und vor allem auch neue Monstermaterialien brauchen, etc. etc. Neue Käfer. Aber all das würde ich sagen, machen wir in einer anderen Folge. Und zwar in der nächsten. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Zelda Skyward Sword HD. Dann geht's auf nach Eldin. Bye bye.